Ekran! Ekranen geef dich ab, aus Warnen war. Hey, kommt ran mit mir! Hier reden wir über wo wir kennen mit Gott durch das Leben ranen. Met junt as Eduard Kiesbrecht. Welkom lieve vrienden, welkom tot het programma Ekran. Welkom mijn lieve vrouw Heidi, die zet van jou een beetje weit auf, aber trotzdem scheint hier te gaan. En welkom ook Leonie. Dankzij dat je het eerste mal gekomen bent naar dit programma. Irgendwo, als ik in dit thema dacht, dan dacht ik weet niet, ik weet überhaupt niet meer wie het was, aber ik zei tegen Heidi op eenmaal, ik wil Leonie onderroepen vrouw als die kan op dit programma zijn. En zo weer het. Dan zei ze ja, en nu waren de mensen al aan nieuwsgierig zijn. Wat is het dan voor een programma waar Leonie handkomt? Dat ons thema is vandaag befrieden is niet de Lösung. En dat hört sich ein bisschen komisch oder funny. Aber wir wollen Leute überreden. Leonie, kannst du erst einmal sagen, wer du bist, von wo du kommst, als du befreit bist, als du das einmal geluistert hast? Ja, ik zie Leonie Engel. Ik zie Chaco abgewachsen in Paraguay. Had ook mijn school gemaakt. Die Lehrerin geworden, die als Lehrerin in Bolivien gekommen. En hier in Bolivien heeft mijn man kennengelernt, hij is Brazilianer. En zijn hingenummer is Engel. Ik val me immer zei dat ik durf een Engel verlieren. Die bist een Engel geworden. Ja. En we zijn nu 10 jaar befried en hebben 2 kleine kinderen. Een 8-jarig meisje en een 4-jarig jongen. Ja, ik kan met Leonie ook al, weet niet, 2, 3 jaar, ik weet niet. Hoe lang zie je best niet? Ja, zo ongeveer kan ik en zetten sehr van het paar lied en ze dan ook met jugend arbeiten, verschiedenste zaken en ook met lied, jonge lied. En dus dat hebben ze al verschiedenste ervarenheden. En nogmaals dankzij dat je gekomen bent. Zo nu gaan we ook Leonie in dit programma en Heidi is hier. En van jou komen we op dit thema. Befreit zijn is niet de Lösung. En dat hield zich een beetje funny. Wens ik van die kolonie in Paraguay waar ik kom, of van den plotischen oder mennonitischen Hintergrund waar ik kom, dachten wir immer so, wenn wir befreit wären, dann wäre alles okay. Dann wäre alles schön gut. En nu zie ik je befreit en ik zie eigenlijk dat einzige troubles wat ik verder had in mijn leven, die komen waar dus al aan eingeslapen. En in de INN, en ik had je gedacht, dat zal niet. En wat komt dat befreit zijn nicht die Lösung ist für alles? Heidi, was hast du dazu sagen? Na, wir sind noch mal kurz befreit, eigentlich 8 Monate. Aber ich hatte das auch immer gedacht. Ich dachte auch immer, irgendwann befreit ich mich und dann habe ich keine Probleme mehr. Dann brauche ich nicht mehr mit mir kämpfen. Aber irgendwann weicht man ab. En man zit, het kent plus alles heron. Wanneer ik met mijn, dus wanneer ik niet met mijn ouderen me verstonden heb, verder chast, dan is het niet plus, wenn ik eenmaal in het school go en een witte kleed, dat ik dan weer met mijn ouderen me verstonden. Ik moet daaraan arbeiden en ook met mezelf. Wanneer ik verder eigen problemen gehad heb, oder troubles met lezen, oder met wat immer, dat is immer eine Sache. En wirklich, dass wir bewusst das Gedanke haben, dass es nicht bloß, wenn du befreit bist, wenn du einen Mann hast oder eine Frau, dass du da nicht mehr Probleme hast. Das kommt einfach alles mit. Du musst jeden Tag wieder mit dort kämpfen. Ein Freund sagt mal zu mir, wenn du fern befreien, schweitet es, und die Schweiz stinkt sehr. Das ist nicht bloß, wenn du einmal ein Pfennig fast hast und jeder bringt dir ein Geschenk, dass du dann abhirst mit Schweite. Das einfach wieder. Und wie müssen wir daran arbeiten? Und die Probleme, die du vorher nicht hast, die hast du eine Eier. Wenn sie kommen, immer jeden Tag neue Sachen dazu. So, Leonie, was kannst du zu dem Thema sagen? Das Thema heute, das befreit sein ist, aber befreit ist nicht die Lösung. Was denkst du, wenn du über das denkst? Mir sehen mal, wenn du allein nicht glücklich sein kannst, dann kannst du befreit auch nicht glücklich sein. So, wenn du allein nicht schaffst, ein Leben zu führen, dass du zufrieden bist mit deinem Leben, dann kannst du das für 2 Jahre ganz und gar nicht. Und ähnlich hast das Programm alles in den Einsatz gesagt. Wenn du musst das lernen, im Leben glücklich zu sein und mit Gott ein glückliches Leben führen. Und wenn du das fern befreit bist, wahrscheinlich
Nicht immer, aber meest immer wordt dat nu her ook zo zijn. Wenigstens van 2 personen doen rieten dat ze beiden gelijk leven en ze brengen 2 gelijke levens toe. Dan ja, dat glaube ich nog wat gelijker te reden. En meine Mutter sagt immer zu mir, wer nicht verzeihen kann, der kann überhaupt nicht sich befreien. Du musst jeden Tag deinen Partner verzeihen. Das ist wirklich, was Jesus sagt, 7 mal 70 oder 70 mal 7. Die Person, die du so gut bist, dat is die persoon die de meesten wat wij doen. Wenn du einfach gut bist und die deed die dan wij en du musst verzeihen. Wanneer ik als man denk, ik zie hier van jou alleen als man, normaal als je nog David, Willi, sonst een andere man. Maar wanneer ik als man denk, voor sehr viele Männer op deze wereld zijn sexuelle Sachen een groot probleem. Zum Beispiel für viele von der ersten Tag ist Pornografie im Internet, in Zeitungen, in meist irgendwo ist Pornografie. Dort bedient New York alles und so weiter, wenn ihr nicht weiß, was das ist. Was dort sein kann. Und sehr viele Männer, sehr viele Jungs haben mit der Trouble. Und ich habe von so vielen Jungs hier. Sie hören das für ihre Probleme. Dann dachten sie bloß, ich will mich befreien. Dann will ich in der Früh. Und dann will ich das andere nicht mehr brücken. Dat is plus een lange sperret niet bevrijd. En wie dat zo? Wat blijft Leonie? No, dat glaube ich nicht. Ja. Ich habe von einem Mann gehört, der schmeckt. Der will sich befreien, dann wird er abhören mit Schmieden. Und der schmeckt wieder. Das ist nicht, das löst nicht die Probleme, wenn du einmal befreit bist. Wenn's, solange es dir vielleicht sehr scheint, ja, Typ, ja. Das könnte ein paar Wege anhören. Ja, das kann vielleicht. Das je nachdem, wer das paar ist und wer der Typ stemmen. Aber wenn der ist einmal wirklich ein Trouble zwischen den kommen, manchmal ist das bloß ein Stößchen, dann geht das noch. Aber manchmal trägt sich Trouble zwischen Poren und über Wege. Und dann sieht man Trost anderswo. Dann geht man 3 durch, wo man vorher. Den Trouble wird einer Eier haben. Und einer Tag, das wird ein Haufen und das geht nicht. Aber dort, wo du jetzt von den Jungs, viele Leute damit arbeiten, dass das nicht wiedergeht oder dass sie davon freikommen. Ja. Und das ist ein Los, das sind zum Beispiel, das kann, dass du sagst, Schmecke sein, das kann Alkohol sein, das kann Pornografie oder andere sexuelle Dinge sein, das kann ein Familienproblem sein, das Heidi ihr seht. Der hat eine Ei hat und einer gleich, oh, ich will mich befreien, das wird zu eng sein, und dann befreien sich und dann kämpft mit. Ich weiß, so viele Menschen, die kommen mit ihren Eltern zum Beispiel nicht aus. Und das ligt vielleicht einmal an der andere, kann vielleicht so sein. Aber sie sagen, ich will mich bloß einmal befreien, ich will in den Haus rennen, und dann will ich mit meinem Mund einmal gleich sein. Das meiste Mal ist es nicht so. Sie rennen in den Haus und denken, nu wird der Mann niemals weiter, aber dann wird es an der Mann, der auch weiter umgedreht, der früh den Mann und der Mann den früh. Und dann wollen sie hineingehen, wenn sie glauben, oh, das schafft nicht. Aber vielleicht haben sie allemaal so daran denken, es im Elternhaus wieder. Was ging du zu ändern? Vielleicht wird das an leben. Wenn der Eltern auch einzelne Sachen vielleicht nicht reicht, aber vielleicht wird leben, was er irgendwas ging zu ändern. Und Leonie, ich habe eine Frau. Wenn wir sagen, befreie ist nicht die Lösung, dann sei einzelne vielleicht, okay, dann befreie ich mich bloß niemals. Aber wenn wir an die Bibel denken, wenn es würde Mann und Frau sich überhaupt befreien, was ist die Antwort dazu? Na, wir finden in 1. Mose 2,18, da sagt die Bibel, dass es nicht geht, dass der Mensch allein ist. Und dann sagt Gott, ich will merken, der am Halben wird und der am Post. Und das für mich immer war das so schön. Wie sind man sehen, sie dich halten? Für einen befreien wir uns, der andere soll uns gleich merken. Und das ist nicht. Ich befreie mich, wenn ich will dem anderen gleich merken. Ich will alles dazu tun, dass ich dem anderen kann helfen und in der Stadt, dass er in sein Leben, dass Gott das für ihn geplant hat, verweicht kommt. So, ich glaube, das gleich merken, das ist was wunderschön ist, wenn es meist alle, aber wenn es ich mit viel Gedanken in euer Glaube nennen, dass ich will glücklich werden durch Heidi. Und ich war bloß einmal da ein, du bist über 10 Jahre befreit, ich glaube, du wirst noch da ein werden sein, aber ich war einmal da ein, so viel glücklicher ich Heidi merke, so viel besser geht mir das. Und da denke ich, dat soll in euer Krieg sein. Ich soll versichern, und dort wird zum Beispiel, bevor ich mich befreien,
wie ein großes Thema, das habe ich sehr viel vergebetet, dass die Troubles, die ich habe, die will ich mit Gott durchbeten und durchreden. Dass ich die letzten paar Monate befreien, habe ich sehr daran nachgedacht. Und ich will dort nicht hindern, dass ich nicht gleiche Eier haben. Und Gott sei Dank hat meine sehr gleiche Eier. Und ich will... Wir haben auch Troubles. Haben auch Troubles, ja. Je hebt niet nog Eier ohne Troubles. Nee. Wie muss ich daran arbeiten? Und Heidi, was musst du noch von Teamarbeit sagen? Ich habe eine Taubarbeit in der Eier. Wenn es das braucht, weil das was Geld kann geben, und was kannst du von Teamarbeit? Na, wir sind sehr kort befreit. Vielleicht sind hier Menschen und das Programm, das fertig befreit sind. Aber für uns oder für mich persönlich ist es immer sehr wichtig, wenn wir darüber reden. Ich denke, wir können bloß ein Equipe sein oder ein Team sein, wenn wir einmal über das Problem oder über unseren Plan oder über unseren Tag oder immer was wir da einmal reden. Und wann 5 Minuten, aber wenn ich das einmal gesagt habe, was ich denke, und wenn heute dann einmal gesagt hat, aus wann dann all das viel schlechter ist. Vielmal vor wie im Auto und ich denke, wo ich das sei, wo ich dem das nur sei. Aber wenn ich das einmal gesagt habe, dann wird es auch leichter. Dann geht es einfach schöner. Und dann weiß man kann mit der anderen, auch wenn die Person nicht so einverstanden manchmal mit dem Plan ist oder so, aber man weiß, der weiter und er kann nur mit dem rechnen. Vielleicht nicht 100%, aber vielleicht halb damit 50 oder jetzt das nicht mit mir durch. Für mich ist Rede eine Sache, die einfach Kommunikation, das ist ganz bene. Wenn du befreit bist und du willst ein gutes Equipe mit deinem Mann sein oder mit deiner Frau, dann red erstmal. Man kann die Sachen nicht reden, wenn die Menschen nicht reden. So, danke Leonie für deine Sache. Auch Heidi, danke für die interessante Farbe, die wir hier gebracht haben. Und wie weiter, dass wenn du Troubles hast, glaub nicht, dass bloß befreien und alles wird automatisch zu eng sein. Wenn du was hast vorher in Trouble, dann wird mit dir mitkommen und du wirst mit wieder daran arbeiten. So, arbeite nur an die Sachen, wo du an arbeiten kannst. Und wenn du all vielleicht befreit bist, hier sind Taucherchen und Tautjäger, die vielleicht auch befreit sind, dann arbeite an diese Sachen, was Leonie und Heidi auch gesagt haben. Zum Beispiel, dass du den anderen glücklich machen und nicht bloß die Glücklichkeit sicher. Und so sind ein Teil Sachen, wo wir an anderen Materialien denken und wirklich mit Gott unsere Troubles versuchen aufzulegen, damit wir frei von der sein. Das ist ein sehr schönes Programm gewesen. Ich glaube, das kann Lothar irgendwann vielleicht noch mal ein Programm geben, wo wir wieder über das reden wollen. Das Befreien ist nicht die Lösung, sondern Gott kann die helfen, diese Probleme zu kriegen. So, danke für hier von dir dabei sein. Möchte Gott die sehr glücklich sehen, liebe Jugendliche. Und danke Leonie und Heidi nochmal für hier sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Frauen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.